haben wir Deutschland gegen Türkei gespielt und das Dreiviertelstadion in Berlin war voll mit Türken und die deutsche Mannschaft ist ausbuht worden bei sich zu Hause. Da bin ich da gesessen und denke, das spricht Bände, Alter, was soll ich machen? Walla-Krise. Merkel macht Buberts frei. Buberts. Das ist geile Buberts. Aber die übrigens der Bier ist der Kani. Hi. Das ist der Klaus. und der grillt. Schaut's nicht an. Schaut's nicht an. Ja, Klaus An alle Spotify-Hörer, jetzt müsst ihr euch anschauen. Schaut noch. 1:1 Klaus grillt. Wenn ihr weiß, wer der Klaus Grill ist, googelt mal. Was soll ich googeln? Alter, Malwirtschaft! Ihr kriegt das wieder nicht jedes Mal, ja? Warum? Ich hab's nacheinander gemacht. Was? Die erste. Diese zweite. Wow. Oh, die Coca-Cola ist immer 6 Vanilla. Nee. Nicht vorhanden. Also Ist er noch nicht lang? Ich hab da Billo-Coke eingespritzt. Jetzt weiß ich, warum es Vanilla Coke war. Warum schaust du aus wie der Klaus grillt? Ich schau nicht aus wie Klaus grillt. Doch, Frag mal der 1:1. Mama, ob die einen Klaus grillt kennt. Na, Frag mich, ob es mal gedämpft hat. na, auf gar keinen Fall. Hat der Mann mit dem Klaus grillt gedämpfelt? Ja, frag mich, ob sie ihren Grill mal ihren Klaus sein Würstel hat eintun lassen. Was? Was? Hey, da kommt jetzt einiges durcheinander. Ja, ich geh mir auch nicht aus. Fucking Klaus grillt, Alter. Jetzt will ich mich fast zerrissen. Du hast irgendein Ja. Foto geschickt und ich hab sofort gedacht, Alter. Das haben wir schon mal festgestellt, dass du dem sehr ähnlich schaust, vor allem wenn es dein Bord so hast. Ja, aber der Bord war halt nur für das scheiß Du Kostüm. musst ihn da Ja, noch ein hast du das bisschen... Kostüm jetzt noch? Na, aber so ich hab, das sehe ja, aber dann war es komplett, da war ich komplett nackert gewesen und das wollte ich dann auch nicht. Okay, wenn wir Du hast 2 da Minuten Haarhänger. in-game, Geh mir her. Wie schaust du denn aus? 2 Minuten in-game und der Flo wird schon wieder unter den Tisch gemobbt. Was ist Klaus Grill? Das ist eine Beleidigung, oder ist das? Eigentlich nicht, ich habe eigentlich einen Klaus Grill schon ganz witzig gefunden. Mittlerweile schaue ich ihn nicht mehr an, aber damals schon. Ist nicht so Ja, wenn ich schlimm. angefangen habe, wann ist 2018 oder so? Keine Ahnung. Oder hat er mir im Prinzip hat mir der Typ das Grillen gelernt, wenn man so will. Das ist extrem schwer. Wirst du Geht mal vom Fleisch? Pulper. Ja, Ja, super einfach. einwickeln und aufschmeißen. Florian Ja, erklärt die Welt. Format im Format, los geht's. Wie geht der Wie lange Pulper? habe ich? Fang an, wie geht der Pulper? Stunde. Ja, ganz einfach, du nimmst halt Fleisch, was weiß ich für uns, und die schmeißt halt dann auf Ja, das ist so ein fettes Ding. Pulled Pork nimmst. Ja, Pulled Pork halt, das Schwein. Und Du bist ein Schwein. das tust dann in so eine Folie rein, du hast dann Minimum 800 Stunden in den Ofen oder in den Nackert Grill. ohne alles, oder was? Ja. Na, nicht nackert, das ziehst du. Ja, mit Alufolie, Stimmt. mit Alufolie, hat er schon gesagt, das ziehst du mit Alufolie. Okay. Ja, freilich. Und am besten als Pro-Tipp, du hast unten noch ein Ding rein, so eine Schale, dass halt nichts runtertropft und ausgetropft. Aus der Alufolie rausgetropft. Ja, du da Falls kannst die schnell, undicht ist. bevor ich es umdrehe Ja. und dann hat Löcher drin. Ja, ja. Also ich habe schon einige Folienlöcher Ja. reingemacht. If you know what I mean. Und dann? Ja, und dann tust du es in den Ofen. Und dann wartest bis einfach nur du einwerkeln kannst Zum Pullen. und dann ziehst du es halt auseinander. In so kleine Stripes. Und Das dann wird wirst das du es. beste Pulverpack, das ich jemals gegessen Ja, habe. du musst wir halt würzen auch noch. Du wir musst halt würzen Mir auch läuft das noch. Wasser direkt im Maul zusammen, wenn es der Flo verzeiht. Alter, so richtig Hunger, ich beiß gleich ins Mikro. Geil. Traust dich nicht. Ja. Klaus Grill dreht sich noch nicht in seinem Ja, das Grab um, ist aber staubig. wenn es soweit. So schön. Hey, ich bin Klaus Grillt. Ich erkläre euch doch, wie es funktioniert. Hey, Der Grill ist doch so einfach. Erklären Sie mal, wie I am the Brisket Godfather of Grillen. geht. Wir gehen der Brisket. Gut, Gut. ja, Mit Anlauf. das erzähle ich in der nächsten Folge. Okay. Hey Siri. Oh, scheiße, wir sind echt. Was ist eigentlich ein Brisket? Sehr schön. Sehr schön, hätten wir das auch erklärt. Das habt ihr drin, ihr fetten Trottel. Du hast irgendwas erzählt, du bist 6 Kilo schwerer. Ich tue ganz viel. Ich habe das Ganz Wochenende geschafft. viel. Nein, nicht 6. Aber 4 habe ich mittlerweile mehr. Ich bin fleißig im Fitti. Fetti im Fitti. Ich gehe nicht ins Das ist Fitti, weil der der Pimmel ist kein Muskel, hat mir das Mus gesagt. Ja, aber ich habe keinen Pimmel. Ah, dann kannst du gehen, auf alle Dann Fälle. auf jeden Fall. Ja, das Dein passt. Kachi wiegt 8 Kilo. Ja, Ja, das mindestens. ist so fette Schamlippen, oder? Foodlapperl. Das darf ich eigentlich nicht erzählen. Links 4, rechts 4 Er ist der Kilo. Picklet Flo. Da gibt es sogar Pornodarstellerin, die momentan so durch die Decke geht. Mit ihre. Biglit Ja, geflogen. das ist sogar Deutsche. Echt? Mit einem Die heißt Picklet. Biglit. Nein, die heißt nicht Kann man Biglit. da- Ich kann weiß, man da- ich weiß leider nicht, wie die heißt. Kann- Oder weiß das. Basketball einjiten. Die heißt Hill mit Nachnamen, glaube ich. Aber ich weiß den Vornamen nicht. Biglit Hill. Hab ich So, gehört. geht locker von Blechler, aber Biglit Hill. Biglit Hill. Bloß Mauern! Biglit Hill! Wie heißt jetzt die Pornodarstellerin? Ja, Hill mit Nachnamen. Also ich weiß wirklich nicht, wie du es mit Vornamen hast. Ich muss, Mit es der nach, Brüne auf? ich muss da nachschauen. Saskia. Saskia. Saskia Hill. Genau. Saskia Hill. Der neue Pornostern am Himmel der Pornos.
Herzlichen Glückwunsch. Was soll man machen? Ich würde es dann auch wahrscheinlich 4 Kilo schwerer Minimum. Weil? Weil es seit gestern scheiß Begrösti gibt. Oh. Ei, aber gibt es da nicht sogar 3 verschiedene Varianten mittlerweile? Ja, aber die gelesen, anderen hören aber- sich nicht geil aus, sag ich ganz ehrlich. Was gibt es für Varianten? Das ist jetzt wieder absolute Mackie-Wärme, ist mir aber auch scheißegal. Der normale Begrösti natürlich. Und dann gibt es noch einen Raclette-Begrösti, da haben dann Gurkel drinnen, so ein Scheiß noch. Und Wahrscheinlich irgendeine Raclette Sauce. dann wahrscheinlich. Ja, aber so ist auch schon so eine Kassauce drin. Ja. Aber, und die macht ja den scheiß Burger Und aus. ein finde ich. Raclette-Käse ist zwar an sich voll geil, aber beim Burger King hat es mir einen gegeben und das ist in einem Den gibt's auch Burger. wieder. In gibt's auch wieder, ja. einem Burger ist es 2. Also mir ist es Ich dann habe 2. noch nie gegessen beim Burger King. Das eskaliert mir dann ein wenig zu viel. Und dann gibt es noch einen mit Preiselbeersauce drin. Und das glaube ich. Das ist nicht meins. Dann müssen wir probieren. Ich mag die Käseecken, wo der Preiselbeer-Scheißdreck dabei ist. Man, das passt ja, Camembert und Preiselbeer-Dinge, das passt ja zusammen. Aber geht beides Aber mit im Bär am Burger Schluss. drin Bär. ist es eh schon so dermaßen siehst, so ist von die neuen Mackie-Brote haben so siehst, dass der das Pfotzen zusammenzieht schon fast. Und dann noch eine süße Preiselbeersauce drin. Richtig Ich geil. weiß nicht. Nicht meins. Oder Ich- normale Begrüßti, muss ich leider Gottes sagen, ist der beste Burger, den der Mackie hat. Ich war gestern beim Der Essen. ist, what Dort it so hoch, is. dort so hoch. Ich hab doch erzählt, dass ich den Gutschein gewonnen habe, dabei gestern beim Essen. Ah. Diesem Scheißding. Leck mich am Arsch. Das ist so ein hochgestochenes Ding. Ich war mir überlegen, ob ich Hemd anziehe. Und ich war froh, dass ich ein Hemd angezogen habe. Das erste Mal seit einem Dreivierteljahr. Weil, leck mich am Arsch, da gehst du eine, die nehmen das erste mit Jacken ab. Dann stellen sie sich nacheinander gefühlt alle vor. So bringen da jeder, der wo da einen Gang bringt, der sagt, ja, und viel Spaß. Und jetzt das ist das und das ist das. Das ist so scheiß Was hochgestochen. kostet da so was Essen? So? Also, ich hab da, das war ein Gutschein für 2 Personen von 240 €. Also, das waren da zweimal, also jeweils 5 Gänge. Ist das Geld weg? Der Gutschein. Jetzt pass auf, ich bin noch nicht fertig. Pass auf. Für 120 € beim Fressen. Alter, Nein, da ist eine Flasche Wein dabei und da waren 2 Flaschen Wasser dann noch mit dabei. Und dann habe ich aber zusätzlich Gute Wasser. das Das H2 2O. das H2 ohne 2. Oh, Das H2O hoch 2. das HNO-Wasser. Das HNO. Und auf jeden Fall haben wir dann gegessen, eben für den Betrag. Und dann hab ich noch eine Flasche Wein bestellt. Und nach der Flasche Wein jeder nur ein Glasel Wein. Das sieht voll wieder scheiße aus, oder? Also ich war schon sehr angetüdelt und Weißwein ist einfach meine Schwäche. Also Ja, ja. Weißwein, boah, ich Das war jetzt Problem ist zum als Nein, Biertrinker, dass du einen Wein saufst wie das Bier und das darfst du eigentlich Nein, nicht nein, machen. nein, und ich bin ja bei Das Weißwein haben alle sowieso so anfällig. Painful learned im Weinfest. Ja, genau. Wein. Geil. Ja, du Bacchus, du machen den Huxley. Genau, der scheiß Boah, ich Huxel. kann nicht mit dem vorher fast nichts drüber. Ja, was hast du gemacht, der Trottel? Der Hintertupfinger Huxelrebe ist der Beste. Huxelrewe. Aber dann haben wir die 2 Flaschen Wein getrunken und ich war zum Glück mit Maxi, weil bei Weißwein, da wäre ja so naughty das Ganze aus ist, gell? Leck mich am Arsch. Das ist heute übrigens auch viel Gericht, also bei unterschiedlichen Doch, Getränke safe. unterschiedlich Doch. gamsig oder Doch. grantig oder sonst was wird. Doch, Weißwein, Keine Ahnung, ich hab permanent Weißwein einen ist Ständer. es. Ja. Bei mir Das ist wurscht. wirklich, also gib, Ja. mir 3 Gläser Weißwein und ich gehe mit. Es ist egal, wie fett, wie hässlich, das ist wurscht. Okay, das mache ich auch ohne, aber ich bin verzweifelt. Auf jeden Fall haben wir dann die Flasche Wein dann noch dazu bestellt und das Glasel Wein und dann habe ich eben noch draufgezahlt. Die 2 Sachen und was Schatz, was das da kostet hat. Nur das draufzahlen, ohne jetzt nur die Flaschen Wein und 2 insgesamt Glasel. 240 € und nochmal 60 € drauf. Nee, der hat noch mit so einem 50 300 €. 302 €, ja. Was? Insgesamt waren das Ding Der war für 150 € zu zweit beim Fressen. 151. 151 Genau. €. Stark, ja. Und was war das? Also was war das Essen dann? Was war da alles? Das war schon extrem geil. Es gab erst so ein kleiner Snack, das waren halt so wie so ganz kleine. Nein, nur viel kleiner. Nur viel kleiner, wirklich so groß, so schon so von 3, 4, 5 Zentimeter. Und ich war so ein kleiner Chip. So Morgendratzer mehr oder weniger. Als zweites soll es dann halt geben, so. Du hast da gut und günstig Chipdosen, so ein Taco aus. Nachos. Na, und dann also mit irgendwie Pilz, Risotto und keine Ahnung, also schon ganz geil. Dann hat es das zweite Ding gegeben, zwar so Aufstriche und Brot, so viel wie du es haben möchtest. Und wir Assis natürlich, weil ich habe die Bewertungen schon gelesen gehabt. 34 Mal hätte ich Brot nachbestellt. Und dann haben ja die schon gesagt, ja, dass das meistens dann nicht so früh ist. Also wenn du richtig Hunger hast, musst du schauen, deswegen haben wir erstmal Das ist jetzt so keine Verzeihung, irgendwas für 151 € pro Person. Ich habe vorher schon gelesen, das ist meistens nicht so viel. Was ist denn mit denen Leuten los? ja, das sind halt diese hochgestochene Kacke. Und dann gab es halt das Essen. Also Gang 3 war dann Essen. Nein, das war, dann hat es eigentlich angefangen, so. Also, Und das eine war dann irgend so ein Fisch, der wo eigentlich so gefühlt roh war, also aber richtig geil. Danach hat es gegeben, Achtung, da hat sie fest, das hat mir am besten geschmeckt, das war Schirozzi-Salami, diese ganz intensive. ich mit dem, weiß nicht, Ja, was aber- was meinst. Das ist spanische Salami, oder? genau, oder Sagen wir Shizu-Salami. Shizu-Salami. Da ist du eine, meinst du hast 4. Genau. Salami, weiß mit, nicht, ob es in der Schinken auch noch ist. Ja. mit so einem Kartoffelbrei, Kartoffelstampf, haha, mit dem Fett von der Schirozzo drin, also das war so leicht orangig.
von der Optik her, war so richtig geil und dazu Tintenfisch. Ich hab das auch. Weißt du, was ich da muss ich sofort dran denken, das ist einfach nur da, weil der Koch da drin war, der ist Nein, aber das war Genie ist. so- Ja, nimm mal ein Würstel und was der mir dazu muss überhaupt nicht passt. Ja, und Tintenfisch. Dio! Und jetzt schreiben wir 68 Euro drauf. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann noch so ein zerkochter Kürbis mit dazu. Aber das war, also wirklich, das muss ich schon sagen, bei jedem Gang, jede Gabel oder jeder Löffel, das war schon eine Geschmacksexplosion. Es waren halt maximal 3 pro Gericht. Das muss man jetzt auch sagen, weil es war sehr wenig. Okay, das war dann das Essen. Und ja, da hat es Wie viel halt dann, Tintenfisch war das? das waren 4 so kleine Stücke. Also die waren links, rechts, oben. 4 so Fußradl oder was? So, also die, wie man halt Oder was so von der Fuß Tube? vom Tintenfisch, was Ja, was genau, ein und dann so ein Zentimeter dick und dann aber so, also wirklich so, maximal Zentimeter auf einen Zentimeter, aber dafür gab es auch noch 2 hauchdünne Scheiben von der Chirozzo Salami oben drauf. Ah, dann geht's ja. Ja, nein, das war schon. Boah, Ich wollte leck. schon sagen- Okay, ja, weiter. Aber- Gang 3 war das jetzt. Boah, nein, das war Gang 2, oder? Na, Jetzt ist das 2. das erste waren Chips, dann Chips, waren es Aufstrich mit Brot. Brote, Und jetzt ist Ja, aber das der- hat nicht Zeit, die ernsten. Und dann hat es gegeben, Ach so. was war denn das nächste? dann war das Gang 1. Nein, das war dann schon Gang 2. Das erste war Aber doch wenn die ersten dieser nicht Fisch. sind- Der Chips. Der erste war Fisch. Ah, den Fisch haben wir vergessen, Ach genau. so, Jetzt, ja, stimmt. Da hat das Genau, ja und dann Fischi. hat man Fischi an. Boah. Boah, wie heißt jetzt? Kalbs. Leber. Na. Dieses ganz kleine Stückchen vom Kalb. Kalbsbries. Kalbshoden. Kalbsbries. Was ist das? Das ist so vom Kalb, so ein ganz zartes Stückchen. Backenfleisch. Ich weiß es nicht, was ein Bries ist. Bries. Ich bin leider nicht so essentechnisch. Briesen nochmal das. Oh, Kalbsbries. Mit Trüffelsoße drüber. Gackerl-Trick geht her, Creme eingerotzt. Bis als So soll Koks. die heutige Folge heißen. Genau. Auf jeden Fall. Gackel zum Kaibe, Gackerl, Rotzen. Rotzen. Voll. Kaibe, Gackerl, Rotzen. Ja, das ist. Geschissen auf Koks. Ja. Ja, okay. Genau, da war nur so, Kalbsbries. da war nur so ein Ding dabei, wie so eine Soße, so eine Horte, das ist keine Ahnung, so ein Fleckchen Karotte, so zermalmt und Dings. Das ist halt dann, das hat geschmeckt. Ja, das war sind wie so die ein- teuren Parts im Essen. Verstehe Ja, ich nicht, keine die Ahnung, wie man 150 das- Euro. Also so, gelbe Rüben aber das kann war schon mal 80 unglaublich Euro lecker. kosten. Das war hallo. unglaublich lecker dazu. Gelbe Rumsepte ist eh schon wieder 180. Ja. Weil seine- Stimmt, ein Körötchenbau, was der für gelbe Rüben kosten. Ja, sag's uns schnell. Ja. Dann war das nächste, war dann ein Rind, einmal gebraten, einmal geschmort. Wie viel? Das Gebratene war schon so ein Stücke. Also ein Ort Rangel. Also der Rinderanus. Ja. Gell. Und das andere, das Geschmorte war halt wirklich gut. Argentinisches Anusrind. Was kommt aus, wenn man beim Engelsrind aus G streicht? Was für 150 Euro essen geht. Aber das schmeckt. Na, und dann hat das Geschmorte war halt fast gar nichts. Aber die Soße dazu auch extrem lecker. Also extrem. Es sind 3 Gobin gewesen, oder? Also, wie man das so schaut, deine Größen anzeigen da. Ja, das war dann schon viel eigentlich, weil das war jetzt schon so ein Stücke. 4 Gobin. Ja, und du hast ja nur einen Blumenkohl dabei gehabt und Ding. Das hat schon gut ausgeschaut. Ich kann euch nachher mal die Fotos zeigen. Und als letzten, oder war das dann? Ja, dann war es der letzte. Dann kommt der letzte, das war halt dann nur so ein. Das ist ein scheiß Essen fotografiert, du warst doch voll Idiot. Ja, wir haben am Anfang haben wir den Witz erlaubt, haben wir eigentlich nur das Essen dann noch fotografiert und eigentlich wollten wir das dann, naja. Das Essen danach auf dem Klo, ja, oder wie? na, wenn der Teller leer ist. Du hast da 5 Mal in den Klo geschissen. 5 Gänge. Oh, apropos die Toiletten 5 da. Gänge Schiss. Die Toiletten da, die waren komplett schwarz. Pissoirs und Toilette. Auch Waschbecken, also hat schon richtig Stil gehabt irgendwie. Und es gab keine normalen so Handtücher oder so ein Sondern ein kleiner Chinesen, der Tinte abdrückt. Fast. Es waren kleine Handtücher. Handtuchchinesen. Und dann Was, gab es ein was Tauli? zum Waschen. Da war es Tauli. Na, und da gibt es ja so eine normale Waschlotion, die wo da hängt. Und danach gibt es nur mal praktisch eine Creme, die wo du eincremen kannst. Handmassage, hat es noch ein kleiner Chinesen, der Handmassage am Schluss gibt. Nein, nur für den Penis. Ein ganz ein kleiner Chinesen. Schwarze Toiletten sind aber schon gut, weil wenn du auf die weißen gehst, weißt du, wie die oft einmal ausschauen. Aber die, ja, da Sex- schwarze Sex das bestimmt nicht so. Ja, genau, das ist eigentlich Die war nur schon- Lulu, aber das hat schon richtig schon cool. edel ausgeschaut. Aber so was ganz anderes schwarz. Na, und am Schluss hat es dann nochmal so eine Creme, so eine Zwetschgencreme. Zwetschgen statt Pflaumen gesagt. Krass, oder? Kriegst du einen Friedensnobelpreis. Zwei verschiedene Varianten und dann drüber nur so ein B.
Was ein OB? Ja, genau, ein OB. Das ist geil, das ist ein Sorbet. Ja, aber was soll ich sagen? Und dann hast du mir eine kleine Nachspeise gegeben, auch wieder so wie am Anfang, so ganz kleiner Nur mit einem Chip. Gaumenschmaus. Also wirklich sehr, sehr lecker, aber... Ja, ganz Nicht, ehrlich. 150 Euro lecker. Ja, vom Geschmack her mit Sicherheit schon, aber was du halt da kriegst dafür für die 150 Euro, ist halt utopisch. Was ja, am es Ende ist des halt, die Tages haben halt... satt? Ja, Schon. ja, muss ich schon sagen. Aber die Wie haben viel halt... Brot hast du denn gefressen? Wenn es ja, Brot nicht dabei 10 gewesen oder wäre, so. dann satt 10 oder so. Oh, so ein Ciabatta. Und die haben Das haben aber wir selber dabei die haben ja auch fest eingestellt, so ein Sommelier. Also der, wo da die Weine erklärt und sonst was. Mir scheißegal, ballert, damit ich wissen. Ja, ich hab dann nur gesagt, ja, ich soll einen süßlichen. Also, ja, den da? Ich so, ja, den probieren wir mal. Ja, natürlich, schütte mir so einen Schluck Ei. Und ich als Weinkenner. Ja, genau. Ey, Los vor ist allem- jetzt so gut. Oh. Vor allem, ich wollte jetzt nicht den hier machen, den wohl ja jeder kennt, so dieses. Jo, musst. Und dann, ich habe mir nur gedacht, komm, scheiß drauf, nimmst das Ding, brauchst mal kurz, schimpft das hinterher. Hättest gesagt, lass Und Glasl weg kurz und ich so, stehen. den nehmen wir. Hättest gesagt, lass Glasl kurz stehen, ich muss sicher noch atmen. Ja, na, aber der war. Kommst in 5 Ja, Minuten und dann haben wir wieder. halt da die zwei Flaschen drüber und das hat echt gut passt. Das war sehr lecker. Aber es ist, also ich habe mich da unwohl gefühlt in vielen Maßen, weil es ist so entweder die Creme de la Creme da, also das hast du schon gesehen Da bei gehst vielen. du halt ohne Scheiß zu zweit für 300 Euro zum Essen. 302. Das halt einfach Leute, die 302, 100.000 aufwärts im Jahr verdienen wahrscheinlich. Aber da ist halt Oder wirklich, du hast halt 150. gesehen, dass da waren viel dabei, da wo du genau gewusst hast, okay, die haben, oh, da waren aber auch Auch dabei, gewonnen. ja, die haben auch gewonnen, aber da waren auch viel dabei, da wo du sagst, boah, ist das aufgedunsen und aufgezwitschert und aufgenommen. einfach nur, die wollen halt dabei sein. Das Ja, sind die meinen, die es können. Fake it till you make Ich glaube das halt, weil ich habe jetzt da mitgekriegt, dass da fast alles ausgebucht ist. Also auch die nächsten Wochen und sowas. Also brutal. Also für das Geld. Und dann fast jeder hat da 5 Gänge. Also mindestens 3 hat da jeder gegessen. Jeder. Und eine Flaschen Wein oder mindestens 2, 3 Glas jeder. Da wo du sagst, pff, Kann ich die nächsten Woche nicht hingehen praktisch. da Mittwoch, Donnerstag geht bestimmt noch irgendwie was mal. Ja, muss ich mich Also schauen. unter Da der bin ich Woche. meistens mit meinem Privatjet in Saint-Tropez Ah, scheiße. beim Scheiße. Scheißen. Ah, der Klassiker. Na, aber das Auf meiner Privattoilette auf der Insel. wieder da. Steht nur ein Scheißhaus. Ja, wie beim Rick und Morty. Oder in der Paralleldimension oder Scheißhaus, da geht er zum Scheißen, nicht, dass er sich rührt. Naja, so ist es auf jeden Fall nicht mehr weit. Deswegen, also ich werde da so nicht mehr hingehen. Es war mir wahrscheinlich auch durch und durch nur unangenehm. Lieber Würstel, Semi und Zeh halbe im Eisstadion. Ey, du weißt Ja. ja nicht, was da die grundsätzliche Etikette ist, weil wer erzählt da, wann, wo, wie die Wie Etikette viel, wie ist. viel Besteck hast du gehabt? So? Na, das haben sie wirklich gebracht pro Gang. Ah, okay. Das haben sie natürlich mit Anschuld dann jeweils verteilt. Pro Gang haben sie es dann, Jetzt irgendwie das wie war aus dem wirklich- Film, da die nur drin hocken und da hat man denkt, oh Gott, Maxi bitte auch, lass Maxi mir hat aus. zu mir dann irgendwann gesagt, also fuck, du, ich habe jetzt schon mindestens 25 Mal Danke gesagt, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weil auch wenn du jetzt dann Wein hast oder das Wasser, dass du das Wasser die ganze Zeit, die Flaschen stehen auch nicht am Tisch, sondern die sind ja woanders und immer wenn du dann leer bist, dann kommt direkt einer und füllt das Wasser oder Wein auf. Aber wenn das Wasser nicht läuft. Weiß ich nicht, wie ist das? Sagt man da bei jeder Gott. Ja, keine Ahnung, hab ich nicht gefragt. Ich so, Ja, das gehört da an. eigentlich hätte ich da hingehen sollen und dann ich so, ja, kann ich mal kurz ein Feedback ihrerseits haben, wie waren wir so als Gäste? Ja, zu Recht. Hat es passt. Hat es passt oder haben wir zu viel Danke gesagt? Du hättest Wegen sie geil bitte. aufführen müssen, die ganze. Kurz bevor es leise ist, schon so. Hallo, Wie das viel ist Geld der wieder gibt man da da. so? 30 Euro dann, Oh oder Mann, was? das war so Ja, peinlich. nix mehr. Das war Hallo, ich hab peinlich. schon 300, für Ich wollte 300 gerade sagen, Euro wie viel, wissen. das darf mich jetzt nicht interessieren. Nein, das war peinlich. Oh mein Allgemein über Trinkgeld gehört sich sowieso mal unterhalten, glaube ich. Das ist so ein Thema, ja, nein, doch, vielleicht, wann, wieso nicht, wieso schon. Ja, ja, pass Nur auf. extra viel. Also ich Und habe mit dann, Gehalt bloß ein 10 halt, damit ich das hab mal dann 62 Euro zahlen müssen und dann habe ich mal gesagt, ja mit der Karten und dann kommt er halt daher. Und dann ist er, ja, da machst du halt 70 und dann er so, nein, 62 und zack, hat er das halt einfach genommen und war ihm wurscht. Vielleicht waren die Wollte zwei. er nicht. Das darf mich jetzt interessieren, ob das ein Front war oder nicht. Hoffentlich. Nein, weiß ich nicht. Ach, So mit, du armer Teufel, du weißt eigentlich gar nicht, was du da gerade bestellt hast. Das war wie bei uns. Wir waren mal im Bin der Juni Wisser. letztes Jahr, haben wir das erste Mal seit 10 oder erste Mal miteinander in Urlaub geflogen. Und da haben wir sehr günstig ein 5-Sterne-Hotel wir waren gar nicht im abgeheiert. Urlaub. Wir waren gar nicht zusammen im Na, wir Urlaub. zwei waren wir. Ah, Wir zwei waren wir. Und es war ein 5-Sterne-Hotel. Sprach Und, der und, beim und sowas habe ich Döttissen, auch das letzte Mal erlebt. Ich war ein einziges Mal in einem 5-Sterne-Hotel in der Türkei, da war ich 9, da erinnere ich mich nicht mehr drauf. Und das bin ich halt auch nicht gewohnt. Da kommst du an, und dann kommt schon jemand und nimmt deine Koffer und drückt die umeinander. Ey, das sind meine, lass das. Genau so. jetzt fangt es doch schon das Klauen Ja, an. genau. Fix. Und dann wundert euch, dass wir Vorurteile haben.
Ist Parabel. Und dann holt die da so der Golfkart ab und fährt die durchs ganze Gelände und so. Ich bin da so da und denk, was zur Hölle passiert hier? Keine Ahnung, gib mir meinen Koffer, zeig mir mein Zimmer. Ich hab meinen scheiß Koffer zurück. Also zu dem Koffer umeinander gelaufen. Und lauter so einen Scheiß. Und dann hat's da drin, hat's halt Frühstücksbuffet gegeben und Abendbuffet gegeben und so weiter. Das war, ja, Stani-Scheiß. Aber es hat noch 2 andere Restaurants gegeben, wo du à la carte bestellen hast können. Dann haben wir uns gedacht, ja, einmal in der Woche gehen wir da rein, ich werde schon nicht so tragisch sein. Boah, leck. Reingegangen, mit der zerrissenen Parashosen. Und dann sitzt du so da, wie waren wir die Ersten, waren wir direkt was aufgemacht haben, sind wir da. Und dann sitzt dann kommen die Nächsten so und schaue die Familie so und denke so, boah, leck. Rausgeputzt ohne Ende, oder? Boah, leck, Alter, die kommen mit voller Anzugmontur, sogar die Kinder haben Anzüge und Kleider an. Ich sag von daher, dass die Segelyacht da draußen diesem Typen gehört. Ich bin da gesessen und denke, okay, Bürgerin natürlich auch so, du hast auch ganz normal Lutz so, was soll der mir da? Ja, tu mir die Karten her. Aber die Karten so durchgeschaut, nichts unter 100 Euro. Also nichts. Jetzt geh ich aufs Klo und komm und dann gehst du aufs Klo und kommst dann wieder. Dann sind wir raus. Dann ist es, ja, ich wollte den Fisch essen. Ja, dann ist es rausgekommen und hat mir so ein Tablett gebracht, wo die ganzen frischen Fische drauf gelegen sind. Das war so, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber irgendein Seepreis, die war ungefähr so groß. So, jeder kennt eine Dorade. Die, wenn du aus in einem Restaurant kaufst oder so, und in Griechenland, dann zahlst du für eine ganze Doraden keine 20 Euro. Und die hat auch so ein Ding gebracht, das war ein bisschen größer, das muss man ihr lassen. Und ich gefragt, was die kostet. Und wie viel Geld? Ja, pro Kilo 240 Euro. Ah, die ist bestimmt aus Deutschland eingeflogen. Ja, ich weiß nicht, hat die vorher eine Weltreise gemacht, keine Ahnung, muss ich dir ihr Studium danach zahlen, was ist mit dem? Du frisst doch die ganzen Kilo von dem Fisch. Und dann haben wir schon so, ist uns sofort wieder eingefahren, so, wow, leck, fuck, Alter, wir kommen da wieder aus. Dann haben wir stundenlang, glaube ich, die scheiß Speisekarten ausgesucht und haben uns das günstigste ausgesucht, was geben. Und das war einfach ein Risotto. Und es hat 35 Euro gekostet. Also. Jetzt pass auf, normalerweise Risotto, ja, Reis macht satt, wird schon passen, keine Ahnung. Ich schwör's dir bei Gott, das waren 3 Esslöffel Reisrisotto. 3, das war so ein Teller, das wie so ein Sonnenhut ist gekommen, so ein Teller. Denkst du, geil, Alter, jetzt wird richtig eingefressen. Jetzt wird's dekadent. Dann geht der Teller am Rand, geht so flach rein. Und dann geht immer weiter rein und immer weiter rein und in der Mitte ist dann noch so eine faustgroße Schüssel. Und da ist so ein Heifel Reisrisotto drin, das abgesehen davon Vollgas versalzen war. Also da, keine Ahnung. Vielleicht war der Koch verliebt. Da hätte ich ja ins Meer schlecken können, das hätte genauso geschmeckt. Oder in die Hut. Ja, ich hätte gerne nur ein Wasser, wollen Sie nur ein Wasser? Nein, kein Wasser mehr. Ich glaube, dass wir dann über 100 Euro gezahlt haben. Für die 2 Heifel-Dinger, irgendwie eine Flasche Wasser. Warum seid ihr einfach und gegangen? fertig. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, da waren wir schon zu tief drin. Ich hab gesagt, du, mich verschaut, das ist ja gar kein dünner Bude, ich muss mal anders hin. Habt ihr Schnitzel? Da habe ich mir gedacht, so, ja gut, jetzt haben wir schon diese Schauen wir mal. Aber ich denke, nie wieder. Und dann gehst du 4 so fast in die kleine so wirklich ein Kurdorf. Da hat es 3 Restaurants gegeben oder 4 und ein Bar und das war's. Und dann frisst du da drin eine Fischplatte für 2 Leute, die ist so groß, dass ich kann viel fressen, die kann ich nicht fressen. Und wirklich so, kupft voll mit Fisch und Zeug und Klump und zahlst keine 25 Euro dafür. Dann bin ich da gesessen und denke, was ist denn da los? Das ist doch der gleiche Fisch, den ich da vorne kriege, ich verstehe es nicht. Ja, die ganze hochgestochene Scheiße ist so lächerlich. Ja. Cocktails so waren auch schweineteuer. Ich meine, der Spaßbutton an die Liegen unten waren schon geil. Das ist, wenn du dann am Strand flachst, du kannst dann einen Knopf an der Liege drücken, dann kommt etwas, was möchtest du? Und nichts, mal schauen, ob das geht. Da kostet dann ein scheiß Cocktail 15 Euro und so verdienen sie halt, das dann wieder, wie billig im Juni das Hotel im Ganzen war. Aber so war es schon ganz geil. Ich war einmal in einem so einem Wellness-Hotel übers Wochenende und das haben wir dann auch auf Nacht, waren also mehrere Gänge in Geinberg. Also bei uns da in Deutschland? Österreich. Am Geilenberg. Auf alle Fälle müsste auch so. Was? Hahaha. Eigentlich war der Lachscheibenwischer besser angebrachter gewesen bei dem Witz. Der geht immer schneller. Auf alle Fälle, da müsste auch so gegangen wie im Flo, dass man so komisch vorgekommen bin, weil ich bin dann auch, ich habe ja Gott sei Dank immer so Stoffhosen over, schon diese Kartdinger, mit denen bist du immer hergekriegt, egal was du gehst. Aber obenrum hat dann wieder irgend so ein Heavy-Metal-Shirt angehabt, mit Blut und Titten und Downcape und was weiß ich. Und dann hockst du drinnen und dann rumpeln auch alle eine mit Hemd und Abendkleid und was weiß ich. Und meine Freundin damals, die war auch sauber angezogen. Also ich so, ja, hast du kein Hemd dabei? So, nein, ich bin auf einem gemütlichen Wochenende. Hemd ist nicht gemütlich, was soll die Scheiße? Ja, dann gehe ich da rein und dann weiß ich ja, warum man Hemd dabei hätte haben sollen, aber mir ist das sowieso wurscht. Aber da war es dann auch diese Gänge, da bin ich überhaupt kein Fan davon. Diese kleinen Scheiße aus Heifel, die da, wir bringen so, hau ab, bringen wir eine geile Portion, die essen mich.
und fertig. Dann kommen sie mit Seezunge, rohe Seezunge, ich habe in einem Teller hingespielt. Das war so asozial. Also ich mag Fisch normalerweise echt extrem gerne und Ja, friss wirklich aber alles. Den Aber- rohen Scheiß, da bin ich kein Fan. Ja, davon. auf dem Sushi ist schon ganz geil. Aber Nein, da mag ich es auch nicht. Das war so vom Teller, aber rohe Fisch kenne ich so auch gar nicht. ja, das war so ganz ein komisches Ding, das war irgendwo eingewickelt und ja, irgendwie so fast wie Sushi gerade ohne Reis. Da lobe ich mir das anstehende Ritteressen. So, das ist, ja. bevor wir jetzt ja im Dezember einmal zum Ritteressen, das habe ich, ja, was heißt jetzt, das habe ich letztes Jahr das erste Mal da und hab sofort wir haben sofort beschlossen, so, das wird jetzt Jahr gemacht im Dezember. Das ist schon witzig. Das ist wirklich witzig. Da kannst du glaube, ja. fressen wie eine Drecksau. Das kostet auch ein wenig was, das muss man auch sagen, aber gut, das ganze Ambiente, die haben so einen Ritterkeller unten und der schaut extremst rustikal aus, da kannst du dich aufführen, wie du willst. Solange du die Regeln befolgst. So mit, wenn einer trinkt und irgendwas bestimmt sagt, müssen alle trinken, wer es nicht tut und lauter so ein Scheiß. Das ist wie so ein peinlicher 40er Geburtstag, wo jeder da mitmachen muss. Wir sitzen dann noch mit Kind, machen wir nichts davon, aber irgendwann bringen die halt so ein Reindl und da ist jeder geiler Scheiß drin, den du dir vorstellen kannst. Ah, das ist ja rein. Begrüßt. Das ist ein Eimer voller Begrüßung. Und rohen Seezungen. Alles, was du so an Weihnachten und Silvester Essen auf einmal vorbestellst. Vorstellst. Geil, und dann einfach Pfotzen eingehalten. Ja, genau. Enten, Kickerl, Ripperl, Schweiners, Motorboot Semiknell, Kartoffelknell und alle. Kartoffelknödel sind Oh, asozial. ich war am Mittwoch beim Rippal All You Can Eat essen. Das war eigentlich mal eine Frage. Das ist immer ein schmaler Grad. Wir brauchen mal eine Frage für die Community und zwar Semiknell oder Kartoffelknell? Team Semiknell. So gesehen ist Immer Eignädeln. so gesehen ist die Frage immer Semiknell oder Kartoffelknell? Semi. Brezen. Brezenknell. Brezenknell sind voll geil. Ja, aber du, das war nicht die Frage. Ja, ich weiß die schon. Frage war. Semiknell. Ja, Kartoffelknell sind asozial. Kennt mich ganz Semiknell. ab. Aber es kommt drauf an, sowas. Nein, Zum da- Essen meistens. Was ist Wie jetzt lachst halt denn du? wie ein Esel? Was ist das? Du hörst ja wie bei Pinocchio, wenn der Ja. Bursi wie in einen Esel verwandelt. Ja, weil ich loche auch normal so. Ja, tust du. Okay. Spacko. Aber ich, Kartoffelknell gehört zu den Handen zum Beispiel. nein, die kehren einfach nur im Mülleimer. Die armen Kinder in Afrika. Die kehren auch im Mülleimer. Ich habe immer mein Essen zusammengegessen, verhungern. Warum? Diesmal kann das nicht aus, da kannst du mir kommen mit Diesmal haben, was du diesmal haben willst. wir keine Vorfälle, dass er untergebracht war. Diesmal schneide ich es nicht aus. Die sind in der Regel nicht so dick, die werden einpassen. Ah nein, Schmarrn, die haben immer so Playbäuche, die passen noch nicht rein. Ja, wir spielen unter dem Tisch übrigens gerade. Wie heißt das Kartenspiel? Da wo lauter so asozialer Scheiß drin vorkommt? Ah, Ja. Fuck. Meme, na. nein, Nichts What mit do you Meme. meme? nein. Nicht? Nein, Da wo du Karten ziehst und so verschiedene Wörter drauf sind, oder was? genau. Und du ziehst dir die so zusammen. Ach, und wer das lustigste Wort dazu hat in dem Text. Ja, genau, Ja. da fängt der Text an und du hast Und dann was irgendwelche Begriffe da drauf und musst das asozialste zusammenlegen, was irgendwie geht. Ist das nicht irgendwas mit The End of the World? Randgruppen, Nein. ich weiß Ich hab's nicht. schon mal gespielt, aber ich weiß auch nicht, wie es Das heißt. ist was wie What do you meme, nur mit Ding, ja. Aber mir fällt der Name jetzt nicht ein. Stadtland Fluss. Das haben wir schon öfter gespielt. Stadtland, Suff. Stadtland Vollpfosten. Nein, mir fällt es auch nicht ein. Wir kommen bestimmt nachher noch drauf. Black, irgendwas mit Black? Na. Ja. Na. Community, schreib's gefälligst rein, weil ich nachschauen mag. Ja, Apropos Community, können wir noch ganz kurz auffrischen. Es waren 312 Euro, nicht 302 Euro, nicht, dass in den Kommentaren heißt. Lügenbaron. Ja, ich kann nicht mal rechnen. Ich habe vorher nämlich gesagt, 151 plus 151 sind halt einfach 302, nicht 312. nein, es Kann waren ich ja, umdrehen. nein, Die 151 nein, sind es ja waren ja die- rausgekommen, weil er 302 gesagt ach hat. so, stopp, es haben 302. Oh mein Gott! Was ist Ja, ich mit war bei dir? 150, okay. Gib ihm bitte eine. I wanna go Ich home. möchte endlich gucken können, damit ich die oblosen kann, weil das bist hast du ein verdient. Asozialer. Nein, das hast du verdient. Nein, hab ich nicht. Übrigens, was Cooles dabei. Oh, Ich hab was Cooles dabei, weil ich, Bitte. was ich so gesehen habe, funktioniert das immer in die Communities, wenn man das live unpackt. oh, Pokémon-Karten! Ja, Ja, aber was ist denn jetzt die Spotify-Trottel? ja, die haben einen Pech gehabt. Wer mag von euch uns aufmachen? Weil Ich mag auch Ich mal! mag nicht aufmachen. Okay, was magst du? Magst du das Wulpix oder das andere Viech, was keiner kennt? Irgendeine Kugel? Ich will gerade sagen, das ist irgendeine behinderte Kugel. Weiß ich nicht. Voltoball. Was ist denn das überhaupt für eine Edition? Silberne Smaragd. Sturmwinde. Silberne Sturmwinde. Die habe ich vorher gesehen, weil ich war noch beim Expert, dann habe ich den an der Ich Kasse mag, gesehen. was ist das? Das ist ein Wulpix Alola. Warte, ich muss es fotografieren. 10 zusätzliche Spielkarten. Und Du dann musst haben wir da- fotografieren. Warum? das Ja, das ist der mal in Instagram. Machen wir die Tüten nicht Opening. kaputt, das brauchen wir noch für Thumbnail. Ach Gott, ich sitze jetzt am. Jetzt nebeneinander. So. Oh, da hast du ein schönes Foto gemacht. Für Instagram? Der mal in Instagram, eigentlich, dass wir sogar Pack-Opening machen. Nice. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Packung nicht kaputt machen, damit wir es noch ins Thumbnail halten können. Thumbnail. Thumbnail mit Thumbnail. S-U-M-P.
B. Simpnail. Ich habe mir die beim Expert jetzt vorher noch gekauft, weil ich mir gedacht habe, das machen doch jetzt halt alle Streamer und YouTuber, machen das immer. Pokémon-Karten auch mal. Stell dir vor, das ist jetzt auch nicht Nein, drin für das ist ja schon lange wieder vorbei. Das Keine Ahnung. Jeder Schläger denkt, mal drum. warum? Die habe ich Ist nicht gekauft, die die kann nicht einfach wieder vorziehen. Ist nicht die zweite oder die sechste? Es gibt doch immer da die Hexe. Über Tanel, ein Flunschlick, Du musst es ja in die Kamera halten. Flutschlick. das machst du dann, ein Wulpix. Ich muss immer ganz viel lohen, weil die Pokémons so dumm sind. Du musst jetzt die Kamera halten. Nein, das machst du. Warum Ein Schnäppke. Pokémons. Aber du musst es ja dann erst sagen, wen Was tut man die mit Kamera halten. Pokémon-Karten Keiner. eigentlich? Ich mag Tüten nicht. Das ist jetzt kommt der Dartiri. Oh, da haben wir nochmal Schnäppke Holo. Oh, Schnäppke. Homo. Und dann haben wir auch noch X-Bart Holo. Oh, noch ein Homo. Dann haben wir eine Unlichtenergie. Die ist scheißegal. Okay. Dann haben wir Mitsunda. Die ist wichtig. Boah, lecky, glaube ich, aber epic. Dann haben wir Kolosand. Glitzerkarten. Die sind immer drin. Und dann haben wir ein Dragonier. Oh, das war also mein Lieblings-Pokémon. Und das schenke ich dir, weil da kannst du eine Belohnung einlösen. Danke, Bruder. So, was hab ich? Pass auf, die gibt's am Florian weiter, der hält sich in die Kamera über Wablu. Das schaut aus wie ein kleiner, fetter Vogel. Wablu, das soll mit einem Ja, A das geschrieben denkst du sein. eh. Du Ein Wabler, wie österreichisch. Der Wappler. mit was hat er? Das sind Flügel aus Wolken, oder? Ja. Dann haben wir ein Rotom, das glaube ich ist ein Elektro-Ding. Dann haben wir ein Haspiro, das schaut aus wie ein Hase aus Wolken. Und das glaube ich ist brutal. Ein Goldra. Wie gab's dann geil aus? Goldra, der schaut aus wie ein bekifft. Was ist mit dem? Das ist ein waghalsiger Sturmangriff. 30. Dieses Pokémon fügt sich selbst 10 Schadenspunkte zu. Das ist ein ganz tolles. Voll Idiot. Voll Idiot. Da, und irgendein Glitzerding. Was ist das? Der Duraludon Zeig VMAX. Was? Der Wolkenkratzer. Fähigkeit Wolkenkratzer Gigapulverisierung. Alter, der schaut voll epic aus. Der eskaliert richtig. Der hat ja Kampfpunkte 330 schon. Heißt KP-Kampfpunkte, keine Ahnung. Kilopunkte hast das. Kilopunkte. Du hast Kanaten, sag's nicht. Wo sieht man jetzt? Er ist mehrgewichtig, da oben stehen sie. Mehr Ja, aber wo gewichtig. sieht man jetzt, was die Wert hat? So, das steht normal hinten drauf. Nein, doch nicht. Dann haben wir Traunmagil, das schaut ein bisschen aus wie der Weiger aus LOL. Da steht sogar ein paar oben drauf. Bissi. Da steht, ja, was ist denn das für ein Pokémon? Ist das ein Weiß ich nicht. Hochhaus? Verhindere Wie kann allen, Wolkenkratzer, verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken vom Pokémon deines Gegners an die Spezialenergie angelegt ist, zugefügt wird, bla 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 bla. Das ist ja dann kein Viehschnitt, das ist ja sowas wie Geländekarten oder so, oder? Ich weiß ja nicht, wie das Spiel funktioniert, aber ich sehe da zum Ja, Beispiel nicht. arme grüne Na doch, das ist eine Entwicklung aus dem da. Das ist so eine Mega-Entwicklung, glaube ich, der Giga, keine Ahnung. Krass, der Mega-Giga. Mega-Giga. Trainer, ergreifendes Aroma habe ich gefunden, wirf eine Münze, durchsuche bei Kopf dein Deck nach einer Entwicklungs-Pokémon. Krass, jetzt muss ich ja schon Geld haben beim Pokémon. Dann haben wir Zabayone, die schaut aus wie dein Mann, Welche? Meine oder seine? beide. Okay. Da haben wir einen Kramsenf, Krampf. das ist ein Vogel, schaut aus wie ein Vogel mit Ah, Hut. shit, das ist sogar seine Vorstufe da jetzt. Der Kramurks. Der hat einen Piekser. Oh, ich habe auch einen Pixar. Ich habe einen kleinen Pixel. Und dann haben wir noch Pokémon einlösen. Okay. Das nehme ich. Nimmst du, ja, da kriegst du zweimal. Oh yeah, vielleicht gewinne ich was. Boah, leck, jetzt müssen wir eigentlich, So vielleicht... hört man die Codes. Weißt du was, geben wir die Codes der Community. Ja, Auf gar keinen Fall. Ich lese einmal vor, Du Kind. musst das auf alle Fälle in den Titel mit einschreiben und dann eskaliert es Nein, du musst es nur sein. herzogen. Ich hätte es nur herzogen. Dann kann man auf Pause drücken und kann man... Hey, Spotify-Hurensöhne. Was hast du gesagt? Was wär? Spotify-Hurensöhne, die halten wir jetzt nur in die Kamera, ich lese euch nicht vor. Außerdem kommt das sowieso ein Tag danach, die kriegen sie sowieso nicht mehr mit. Wer es von da nicht lesen kann, hat Pech gehabt. Ich helfe nicht. Kauft der Brennermongo. Genau, bist du gerade dumm zum Schauen. Ja, zu faul zum Schauen. Hab ich So. lange gemeint. Wahrscheinlich Ja. spiegelt jetzt einfach in der Kamera, man sagt einfach bei Sag mal. keinem Ding irgendwas. Das war wieder so ein klassisches Darf mich nicht gell? wundern, ja. darf Haben mich wir nicht das aus, waren gut angelegte 11 Euro jetzt gerade. Oder 12, keine Ahnung. Ja. Stimmt, was kostet, wie viel haben jetzt da ungefähr drin? So 10. 10 Karten und ich glaube, die kosten 6 Euro. 6 5,99 glaube ich. Ja, das ist okay. Ist okay, kann man mit 16 mitnehmen. für Also ich kenne kein einziges Pokémon, ich sag das. Ich bin Ja, immer noch rot-blau. Vulpix müsste So, es schon kennen. Gramurks und Dragonier, stimmt. Dragonier kennst du da. Also Dragonier, ja, erste Warum mit Generation. Dragonier gehabt? Ja, Ja, ich hab's du hast wieder nicht aufpassen. Nein, weil ich gerade meine Karten ausbaggelt habe. Ja. Muss man die Scheiße sowieso nachträglich nochmal anschauen. Ja. Ja. Haben wir Wahrscheinlich. jetzt Stäblim? Ja, dass wir so Pokémon-Karten-Unboxing-Streamer werden. Geil. Genau. Ja. Sollen wir das öfter machen? Nächstes Mal nimmst du aber andere mit. Wir nennen uns, schickst Du nimmst jetzt mehr andere Karten mit, das war super. Nein, nennen wenn sie es wollen, dann sollen sie uns immer welche schicken. Stimmt. ja. An 555 Nase. Kannenbär. Genau, In Kannen in der 555 Dupfinger Huxelrebe 8.
Huxelrewe, ja. Nein, Kombination aus Grobschaufelei Huxelrewe. Grobschaufelei. Ich kann das nächste Mal so ein Trainer, ich hab nämlich dann da hat's so Trainerboxen gegeben, die kosten schon wieder 100 Euro, was weiß ich, mit wie viel 8000 Karten drinnen. Du kannst so viel Scheißgeld verdienen Das mit ist so einem brutal. Bullshit, das ist unfassbar. Und ich habe das eben jetzt ein paar Mal gesehen, weil ich einen Flüchtig kenne, der das auch macht. Ein von Flüchtling? einen Flüchtling kenne, der das macht, ja. von einer Horror-Con. Was teilen sie ansonsten den ganzen Tag? Ja, da verkauft er wenigstens keine Drogen, gell? Bei den Pokémon-Karten auf der Straße sticht leider. Mit den Pokémon-Karten. Stich. Nein, dann habe ich Das Pokémon-Grinsen. und ich hab das. Geil. Da hast du dann Pikachu-Schwanz da. Dieses Donnerteil, ja. Oh, lecker, du Donnermaul. Auf alle Fälle habe ich das dann auch von meinem Neffen mitgekriegt. Der ist 10. Und das ist anscheinend, das ist eine riesen Community, die da die ganze Zeit einfach nur Pokémon-Karten auspackelt und ist in Kamera halt. Das ist anscheinend so wie mit dem Ich habe gemeint, das FIFA-Dreck ist da, schon wenn wieder, irgendwas. ich hab gemeint, das ist schon Ist wieder schon wieder vorbei. vorbei eigentlich, Also ich habe ja. das bei ein paar Amerikanern No. mitgekriegt. Bei ein paar Amerikanern, bei richtig große, die Ja. sich so viele Karten gekauft Ja, die haben, waren ja nicht ganz weil es da gibt's irgendein, was weiß ich, Sparkling, Glühwander Glurak. oder Glurak. Glurak oder irgendwie sowas. Das Und ist das ja- ist unfassbar viel Geld wert. Und da haben sie halt ein paar so viele Karten gekauft, bis sie es gezogen haben. Das habe ich mitgekriegt, aber das ist ja schon ewig her wieder. Das ist schon hat auch mindestens alles ein läuft, Jahr. Das war her. der Trimax wieder die ganze Zeit, der hat da auch eine. Ja, natürlich, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen. Ich Wenn ist ich so jetzt- Dauerbrenner, glaube ich, mit den Pokémon-Karten. Wenn Das ich, geht jetzt die nicht ganze noch, Zeit. wenn ich jetzt nicht noch 10, 12, 14, 16 war und war im Magic-Karten-Hype, im Yu-Gi-Oh!-Karten-Hype und im Pokémon-Hype und dann sehe ich die großen Streamer und bin schon hooked as fuck an diesen YouTube- und TikTok-Scheißdreck und dann fängt der an, die Karten aufzumachen. Natürlich schaue ich mir das so. Mit 16. niemals. Ja, aber ich bin halt nicht 16. Das ist schon. Ist schon im Kopf. Weil es kurz lustig war, die Karten aufzumachen. Ich Ja, meine, es ist das ab und zu so- Panini-Prinzip funktioniert immer. Das ist immer so ein kleines Nostalgie-Feeling, weil Ja. ich ab und zu immer wieder mal, wenn ich mal so Bock drauf habe, immer ein Backerl einfach mit, so aus so Nostalgie, weil das Gefühl von früher aufkommt und das finde ich geil. Und dann habe ich Was die ist mit denen? ja, die liegen Verwichsen. da im Regal dann. Wie meine Magic-Karten, ich hab die, ja, da oben ist meine Box mit Magic-Karten, die haben 20 Jahre alt. Die liegen da einfach drin so. Wir haben Ich ja habe nur, versucht, nur so Mappen, da kommen sie dann vielleicht, da kommen sie mit rein und dann Ah, wird das okay. Zeug einfach weggestellt. Das Also ich habe so zwei zu meinem alten Spätzchen, Scheiß. die haben, na, Wir sind aber keine Freunde. auf gar keinen Fall. Die haben beide so einen Koffer, da wo es die ganzen Karten rein tun. gut, da müssen wir mal halten, ich habe den Koffer für Warhammer-Figuren. Da Ja, muss ich aber- aneinander zogen. Das ist genau das Gleiche eigentlich. Ja. Wenn ich jetzt jemanden hätte, den ich auf YouTube etc. feiert wie Sau, und ich meine, das tue ich ja auch. Dann schaue ich jemanden zu, wie der die Warhammer-Figuren, bestimmte Modelle bemalt, wie er das macht und wie er die in Szene setzt. Das feiere ich halt heute noch. Ich bin verdammt nochmal auf dem Ausweis ein erwachsener Mann. Ja, aber Eigentlich. was auf dem Papier Eigentlich. steht, das zählt ja nichts. Ja. Apropos erwachsener Mann. Wir haben am Samstag so vergeigt auf diesem Bierpong-Turnier. Oh, Bierpong. Ja. Also wir hatten ja 100% das beste Kostüm an. Also 100 Pro. Aber Haus auf Instagram. wir sind Ja, in der das ist wie bei Ich hab's LOL. auf Instagram ja drin. Das ist Ah wie ja, bei LOL. aber Also nur bei bei uns. dir. Ja, Hey, das ist wie bei LOL, kauft das Skill, kein Skin. Nein, und dann waren wir ja, der Göttel war ja auch da. Speide ja nie. Und wir haben ja dann noch ein drittes Team gehabt mit Maxi und einem Spätzle. Und wir haben alle drei dann in der Vorrunde ausgeschieden. Wir waren dann einfach nach der Vorrunde alle raus, dann haben wir uns, was weiß ich, 2, 3, 4 Gorsmasten eingestellt, Norwegern gespielt. Ich weiß von den Gorsmasten gar nichts mehr. Ich weiß, dass wir mit dem Viertelfinale auf irgendwelche Biertische geklopft haben, während die gespielt haben. Die fanden das gar nicht so witzig. Ich wollte gerade sagen, die anderen haben nicht da hingegangen, um Sport zu betreiben, wahrscheinlich kompetitiv. Und wir haben uns so Kompetitiven richtig Wettbewerb schön zu am- betreiben und ihr geht Seite mit 8 Promille. Na stopp, aber du hast ja pro Runden hast du ja Bier getrunken, also die waren ja auch schon auf dem. Ja, Alter, die kleine scheiß Becher locker, die wo da drin umeinander schauen, die macht ja nicht voll. Nein, das ist jede Runde ein Bier. Pro. Du bist ja da ein Team, du Nase. teilst dir das auf oder Ja, aber du spielst ja mit 2 Bier. Jetzt käme ich nicht mehr Je- aus. Jeder hat ein Bier zum Trinken, während einer Runde. Eine halbe. Eine halbe Wie viel Bier. halbe trinkt man am Abend? Ich sag einmal, es waren 4 Vorrundenspiele, Wie lange dauert so Runden? Viertelfinale, Massen, ja. Achtelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Das heißt ziemlich halbe, aber die presst da halt dann schon gut eine. Und davor halt natürlich nur 2 Starter. Dann warst du bis beieinander bist am Schluss. Und auf jeden Fall zur bist Wahl des praktisch besten aufgewandt für- Kostüms waren wir auf jeden Fall nicht mehr da. Waren wir müde und dann sind wir nach Hause gefahren und da war es Halbfinale gerade. Und dann haben wir auf einmal angefangen, Hochdeutsch zu reden. Ja, das passiert manchmal. Das passiert. Das kommt einfach aus mir raus. Ausgesprungen. Was möchtest du machen? Ja. Ausgesprungen. Was möchtest du machen? Ja, aber ganz schön Und dafür habe ich mir alle Klaus Geldfrisur gemacht, obenrum. Dann hast du Pulper Grill so Aber- und Genau. dann haben alle an Lebensmittelvergiftung gestorben. Und dafür haben wir jetzt aber schon auf die nächsten Bierpong-Turniere eingeladen worden. Vor die anderen.
weil sie uns so gefeiert Ja, weil sie wissen, dass automatische Runden weiter haben. Hey! Wir haben auch gewonnen gegen Vinosaurier. Die hießen Vinosaurier. Ja, genau. Und die hatten dann so Waren die aus Wien oder haben die auf Wein gestanden? Ja, 2 Mädels. Also aus Wien. Die waren aus Wien, ja. Okay. Ja. Waren die wirklich aus Wien? Natürlich nicht! Aber ja, das war. Ja, aber wo Wien? Letztes Wochenende, glaube ich, war der Chris, der Trachtmann-Zeichner, war in Wien auf der Comic-Con, der ist ja da über, das passt ja auch ganz gut, Österreich und bei uns da. Und dann hat er mir erzählt, so, während die Messe noch war, hat er mir noch geschrieben, so, Alter, du wirst es nicht glauben, wie viele Leute das da herkommen und meinen, ich bin du. Die da herkommen und so, schaust ganz anders aus wie in deinen YouTube-Videos. Chris steht da so, oder mir erklärt so, Welche Videos? welche Video? Ich bin nicht der Bürger. Hä? Oh Gott. Ja, ich hab Ich weiß schon ein nicht, was bisschen manche Ähnlichkeit Leute- habt schon. Null? Doch. Nein. Doch, ein bisschen. Nein, Ich schon. überhaupt habe einen nicht. verdammten Vollbart, der Chris nicht. Was ist das für eine Ja, Ähnlichkeit? vielleicht hast du die einfach mal gestutzt. Extra für Mess zum Beispiel. Chris Ja. hat er kein Brenn nicht. Ja, kann der die hat lange kein Haare. Brühen, Kann der die hat, lange Haare. gut, mittlerweile hat er nicht mehr, Aber ich meine von den wie er Gesichtszügen. angefangen hat oder wie ihn so kennengelernt blaue hat, er normalerweise ausrasierte Haare und oben ganz knallblaue Haare zusammenbunden. Damit er halt so quietschig bunt umeinander läuft auf der Messe, wie er irgendwie kann. Das hat er jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber ansonsten fällt es halt da optisch himmelweit. Ja, bei beide. Vielleicht waren die Leute auch wieder zu faul zum Klicken. Das ist Body-Shaming. Dieses Body-Shaming, lass noch bitte. Das Mehr machen wir nicht. gewichtiger Huren. Mehr gewichtiger Huren. Habe ich schon lachen müssen. Vielleicht waren die auch einfach zu faul zum Schauen. Das habe ich ihm schon ein paar Mal gesagt. Ich habe mir oft gedacht, so, wenn ich einen Trachtmann zeige und herzeige und auch in meine Videos schon oft einmal eingebaut habe, und auch da haben wir ihn schon mal gehabt und vorgestellt. Vierte Servus, Flo. Bayerischer Superheld etc. etc. Was tust denn jetzt du? Wo hältst jetzt deine Wammenkamera, du fetter Büsse? Ah, es ist ekelhaft. Was sagst du, so eine hoffentlich ist drin. Oh, ich speib. Ich werde nichts ausschneiden. Nichts. Nix. Nix. Dein Da Ständer. habe ich oft schon, habe ich ihm auch schon mal gesagt, so, ich glaube, die Leute meinen, wenn ich sage, ich übersetze bloß das Heftel auf Bayerisch, dass die meinen, ich mache den Comic, weil die Leute einfach flächendeckend behindert Hat er die sind. dann wenigstens Umsatz beteiligt? Nein, dafür zeichne die mir so an, die ich niemals so Nein, ich meine, wenn du die erreichen schon machst, die ganzen Heftel. Also, ja, insgeheim bin ich wollte es bloß nicht ausnutzen. Stimmt, Alter. Ich bin der Chris, weil der jetzt mit so einem Fall Bürger. Und ich habe da das erlaubt, mir gesagt, dass es ist, mach einfach was du möchtest, sag, du bist ich, passt schon. Ja, ich habe einen Filter in meine YouTube-Videos, damit ich nicht den ganzen Tag auf der Straße erkannt werde, Ja, passt genau. schon. Und da hat es auch wieder Leute geben, die es glauben, 100%. 100%ig, ja. Mit einer KI geht das ganz einfach, da muss gerade schauen. Ja, haben wir gleich. Deepfakes. Ja, genau. Deepfakes. Deepfake-Pornos machen wir immer. Irgendwas wollte ich jetzt noch erzählen, aber ich weiß nicht mehr, was. Doch! Heiwanger. Ah, was treibt er wieder? Der Heiwanger war gestern beim Lanz. Der Hupsi. Gestern Der schon. Hupsi war gestern auf Nacht beim Lanz. Ah, haben wir schon lange nicht mehr Ja, gehabt. aber war sehr amüsant dort zum Schauen, ja. Was hat er denn da? Ich kann es gar nicht so wiedergeben. Ah, Ich dann hab alles, War das schon er oder sein Bruder? auf das sind sie wieder losgegangen. Ist eh klar. Sie hören nicht auf damit. Das ist wirklich unfassbar. Ja, immer poolen. Ja, immer nachher drin. Aber ich finde, dass es eigentlich krank ist, glaube ich. Der hat, glaube ich, im 30-Sekunden-Takt hat er so dermaßen laut die ganze Zeit ins Mikrofon eingekürzt und dann, dass ich mir gedacht, du Geil. affengeiler Bauerntyp. Geil. Sorry, aber es ist rein in die Spitze. Immer geil, Date Neues ist Immer eine geil. Ja. Dann war eine ist daneben gesessen, ist irgendwie Integrationsbeauftragte in Berlin, Neukölln. Wollen sie einfach mal in richtig Berlin integrieren. Nein, gar nicht. Die hat die ganze Zeit so umgestichelt und umgelacht, wenn er was gesagt hat, dass sie nicht für voll nimmt und so. Und ich hab mir gedacht, wenn du Pech hast, wirst du ihn anschauen. Ja, aber das kann ich schon verstehen, wenn der Heifanger redet, dass man den erst einmal belächelt und nicht für voll nehmen kann, weil der kann halt einfach nicht reden. Und das ist aber genau der Grund, warum es funktioniert. Das ist ja das bei dem. Das ist. Es ist genau der Grund, warum es funktioniert. Weil er erstens, glaube ich, wieder unterschätzt. Und diese Kampagne kurz vor der Wahl, die hat ja alles bewirkt, bloß nicht das, was sie hätte sollen. Der ist jetzt so weit, also die diskutieren da umeinander, der ist ja so weit, dass er mit den Freien Wählern in den Bundestag will. Jesus, Weil ja. durch diese Scheißkampagne ist er deutschlandweit bekannt. Ja, ja. Und jetzt geht's los. Und da haben wir uns mal wieder ein sauberes Eigentor geschossen. Ich finde eigentlich schon ganz geil. Apropos Wien und Eigentor. Habt ihr das Deutschland Auch geschaut? Jetzt verlieren wir gegen Türken, weil das Stadion 3/4 mit Türken voll ist. Habt ihr das nicht mehr gesehen? Nein, ich hab's nur Heimspiel. So, gelesen. Deutschland, Heimspiel in der haben wir Deutschland gegen Türkei gespielt und das Dreiviertelstadion in Berlin war voll mit Türken und die deutsche Mannschaft ist ausbuht worden bei sich zu Hause. Da bin ich da gesessen und denk,
Das spricht Bände, Alter. Was soll ich machen? Waller Krise. Merkel macht Buberts frei. Buberts. Das geile Buberts. Buberts legal wann? Merkel gibt Buberts frei. Das ist auch ein guter Folgentitel. Merkel gibt Deutschland ausgebucht im eigenen Stadion. Weil Merkel gibt Buberts frei. Walla. Na, Lan ist abgesagt. Ja, und Merkel dann haben war sie ja direkt in Wien haben sie dann auch noch verloren. Gegen unsere. Das hab ich Da habe ich also Battle gesehen, da gibt es ja das Meme von die Simpsons, was heißt das, mein schlimmster Tag bis jetzt. Also Turniere 2016, 18, 20 waren die schlimmsten Turniere und dann haben wir also bis jetzt. Bis jetzt. Ja. Ah, das wird lang dauern, bis da wieder irgendwas zerrissen wird. Aber war es nicht sogar auch vor der Weltmeisterschaft 2014 so, dass wir im Prinzip vor alle Freundschaftsspiele vorher alles immer verloren haben und jeder gesagt hat, oh mein Gott, ich gehe in Holzenberg. Das sind wir Turniermannschaft. Turniermannschaft. Ja, also Wobei die das- letzten Turniere waren alle so erbärmlich schlecht. Sind Wahnsinn. Ja, aber wir waren mal dabei. Wir waren mal Ja, dabei. Harry, ich bin Schland, Walla. Die zahlen ja keine Tore nicht. Dann Die, geht's. es ist ja momentan Wir haben glaube ich, schönsten Sport. EM oder die WM vor der U17, U18 und die sind da alles oder ganz früh, haben halt da optisch jetzt nicht blonde Haare, blaue Augen. Keine Aria. Oder Du bist keine auch kein Arier, Florian. Waller Krise. Ich bin schon ein Aria. Na, aber die schauen halt, sag ich mal, optisch schon ein bisschen Arisch, nicht arisch. orientaler aus. Die haben Orientalisch. einen dunklen, Orientaler. Ja, und Analer auch. oraler und Analer und Oraler. Ja, einige von denen schauen schon aus, als hätten sie es lieber anal als sonst. Ja, aber gell? Und was mit Onal? abends Aral und morgens Onal. Mitten in der Nacht. Onol. Genau. Mitten in der Nacht Deepthroat. Kacke. Und da haben sie auch die haben jetzt das Achtelfinale gewonnen gehabt und da haben halt dann 4 drauf, die wo halt dann nicht, im ersten Moment nicht deutsch aussehen. Das optisch. Meme. Das und Bild, genau, das rumgeht gerade. und drunter Ja. lauter rassistische Kommentare Ja. von wegen, und das sollen Deutsche, also wirklich, also, aber auch User, die mit ihrem richtigen Namen da, also jetzt keine Fake-Leute, sondern wirklich die User. Ich das sag sind das die ja ganz ganz ehrlich, normalen ich Namen. sag das ehrlich, das ist, wenn die ganze Scheiße auf diesem Drecksplaneten, der jetzt dann nicht bald mehr aufhört mit seiner Scheiße zum Kommen, wenn das nicht aufhört, dann wird's richtig kreislig die nächsten Jahre. In Argentinien hat er recht gegangen, in Holland hat er recht Niederlande. gegangen. Aber Putin Der feiert, hab ich Aiwanger gelesen. kommt daher. Was meinst du, was los ist, wenn die Ampeltrottel, Das war wenn zum- da in nächster Zeit aufkommt, dass die 60 Milliarden Corona-Haushalt, dass das nicht das einzige war und dann gibt's Neuwahlen etc. Wenn die Das so kommt. weit kommt, was meinst du, was dann los ist? Hilfe. Dann haben wir bald in jedem Land in der EU haben wir Rechte am Ding. Die einzigen, die es jetzt Und wo wieder das hinführt, haben wir schon mal gesehen. Die einzigen, die es geschafft haben, war also Polen, glaube ich. Die haben jetzt in den letzten Wahlen doch die Rechten wieder weggebracht. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. aber Ich die- hab was gelesen, kann ich jetzt aber gerade nicht hundertprozentig wiedergeben. Das Einzige, was ich im Kopf hab bei Polen ist die ganze Zeit Zero. Coke, jetzt. How many Hat Muslim er Leute? Zero. Coke Zero. Ja, sind Sie stolz drauf, dass Zero? Das ist irgendwo, Nein, hab ich gesagt! irgendwo hat er recht. In Irland haben sie gestern, weiß ich nicht, wieder 5 Leute abgestohlen. Echt? Ja gut, das passiert halt manchmal. Ja, auch in Frankreich haben sie vorgestern 16 Leute abgestohlen. Was? Ja, mein Gott. Da hab ich noch gar nicht Nein. mitgekriegt. Ja, komisch. Einzelfall. Kann ich nicht. Komisch. Das Einzige, was da in der Zeitung steht oder sonst irgendwo ist, irgendwelche Far-Right-People, keine Ahnung, eskalieren auf der Straße. Ja, schon mal irgendjemand die Frage gestellt, warum? Kann man jetzt bitte wie das Brandenburger Tor beschmieren? Haben sie eh schon. Jetzt Haben sie auch die zweimal. Woche gemacht, Geiler oder? Witz. Ja, das zweite Mal. Geiler Witz eigentlich. Ja. Sauber, zuerst umeinander geschissen, weil sie es nicht sauber kriegen, dann sauber gekriegt. Das ist ja eine haben nicht- abwaschbare Farbe, die wir genommen haben. Haben nicht die, wie Voll heißen's, die Klimakleber-Trottel? Letzte Kriminell. Generation. Die haben jetzt kriminell, heißt's. Hat nicht das Mingerer Landgericht Yes. beschlossen, das gilt jetzt als gefährliche Organisation oder Verbrecherorganisation Ja, genau. oder irgendwie so? Also, das ist also als kriminelle Organisation. Ja. Das ganze Thema, ja. Die schon, also, okay. Ja. Naja, jetzt wissen wir's. Ich verstehe nicht, was das soll. Ja, vielleicht heute die Form nicht gefunden. Warum picken sie die für den 0815 Seppen mitten auf die Straße, dass er nicht in die Arbeit kommt und so? Das bringt, ich Ja, verstehe es nicht. zwecks Aufmerksamkeit. Die möchten halt, du musst mit irgendwelchen Ja, aber wie viel extremen... Aufmerksamkeit glaubst du, bringt wenn ich mir an Privatchat von irgendeinem superreichen Arschloch pick und mache einen Tom Cruise in Mission Impossible Weißt du, was das Problem ist, glaube ich? Und bei vielen... Ja, muss man, Nein, du weißt nicht, was ich was er meine. meint. Du Lügenmaul. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich meine?
Nein, jetzt Was sag ich für mal. Leute Tom Cruise in Tom Cruise. Impossible 6. Auf jeden Was Fall. Six? Mann, Man es schon, geht ja. jetzt gerade um was ganz anderes. Impossible, ja. Auf jeden Fall, glaub ich. Na? Nein, jetzt mach ich es. Das Bock halt nicht, oder? Doch. Bock halt nicht. Doch, weil ich hat kacken dreiste Wichser die und nie ausschmatzen lassen. Scheiße, du hast die freiwillig dahergesetzt, was Nein, hab ich nicht! Ich muss! Haben wir mir irgendwann Verhaltensregeln aufgestellt? Ich kann mich nicht Nein, erinnern. aber es gibt so Grundsätze Die in haben einer nicht bei uns, Gesellschaft. Die haben wir da draußen vor der Tür lassen. Achso. Die werden da draußen abgelegt. Ja. Ich hab meine vor dir gelegt und bin nie wieder aus dem Haus gegangen. Sonst warum ich nicht aus dem Haus gehe. In diesem Raum gibt es keine Regeln. Es wird alles in den Dreck gezogen. Alles klar. wird in den Dreck gezogen. Über alles wird sie lustig gemacht. Du, ich rede ins Mikro! Brauchst du nicht. Traust du nicht. Nein, trau ich mich nicht. So ein Pixel Es ist drüber. verdammt klar. Es ist Ja, ich verdammt brauche klar. bloß so Ja, einen du Pixel. kannst da aus einen Beitel aussehen, nur das, was ich jetzt so. Aber da schon wieder nächstes Mal mit dem Mikro. Die werden anscheinend immer durchgemischt. Warum kaufst du sogar von deinem eigenen Schwanz? Pfui Teufel. Jetzt stell mal vor, das klebt da hoch drauf. Geil. Smells like Teen Spirit. Also vorher wollten wir Kaibe Gockel rotzen, jetzt hat der mal einfach, ja. Keine Ahnung. Da, wobei, jetzt erzähl, was willst du jetzt erzählen? Merkige Puberts hat so geheißen. ist der Irgendwie Titel. ja Titel. nicht so diese Terrororganisation. Eine Terrororganisation haben es nicht, aber viel weit nicht. Das Na, verstehe egal, ich, aber das ist ja. nein, wir waren mal bei der Diskussion bezüglich, was das bringen sollte, dass sie so exzessiv solche idiotischen Sachen machen, die wo halt einfach jedem auf den Sack gingen und die jeder mitkriegt. Das, Aufmerksamkeit. genau, dieses Aufmerksamkeitsthema. Und ich glaube, dass das einfach so das Problem ist, dass sie, im Grundsatz ist ja richtig, dass man auf das Ganze aufmerksam macht, aber es haben halt ganz viele, das wo auch sehr auffallend ist, soziale Studenten, Langzeitstudenten, die jetzt, sage ich mal, von der normalen Wirtschaft noch nicht so viel mitbekommen haben. Und ich sag mal so. So wie jeder einzelne von unseren Minister, was? Was? Zwar jeder einzelne. Ministronis. Ja. Ministerin. Ricarda Lang, die Ministerin. Ernährungsberaterin. Also sie hat auf alle Fälle Erfahrung mit Ernährung. Ricarda Lang und breit. Ja, wir haben eine Hochzeit. Ich hab das nicht. Das lernen sie nämlich gern. Aber ich auch schon mitgekriegt. Dann war's gelogen. Da war's klar. Wer? Wer? Ricarda Langbreit. Das ist Pommes eine. Panzer. Das ist eine schwedische Darstellerin. Bomben, du kennst keinen Daten einzigen ewig Darsteller. gestrige behaupten. Sagen wir wieder fein raus. Bombenfritz. Ja, Du bist ein Rechtsradikaler. auf gar keinen Also Fall. Doch, du schon. rechtsradikale Daten sagen Pommes Panzer. Ja, und die haben komische Frisuren. Ja. Die ganzen Rechtsaußenpolitiker, die jetzt Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Der Trump, der in Argentinien gewonnen hat, der Holländer, alle haben so seltsame Frisuren, das ist richtig. Stimmt. Komisch irgendwie, ja. Ich weiß nicht, war der in England? War das auch? Gibt's so nicht einen, den Ja, bei der- der AfD, der eine, der ist da, der hat so ganz. Der Höcke. Der, ich weiß nicht, wie der heißt. Nein, der hat die typische Haare. Ich wollte gerade sagen, Nein, die meine ich aber nicht. Der hat die andere. typische- Der wisst ihr nicht. Nazi-Frisur. ja, Der wisst ihr Dass nicht. der Der ist Stahlhelm weich liegt. ja. so, wie meinst du jetzt das? Verstehe nicht. Rechtsradikale Daten wenn er sagen, so da ist Kopf viel hat. Wohlstand. Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst von denen. Mann. Wenn mir fällt der Name auch nicht ein, aber ich hab's Gesicht habe ich vor Augen. Das ist Na, schön. ist wurscht. Hilft dir Was nichts. Bestände. Hilft dir nichts. Auf jeden Fall glaube ich halt, dass die das einfach. Jetzt waren wir schon wieder so weit weg vom Thema eigentlich, gell? Wir haben noch nicht die Quintessenz aus dem Ganzen. Aufmerksamkeit im Grunde Ja. ist richtig, aber was das viel bewirkt, ist halt einfach, Dass die die Leute Leute werden aufregen. scheiß lästig Das und genau. das bewirkt und genau das genau das Gegenteil. Gegenteil. Und bei das vielen. verstehen sie eben noch nicht. Ja. Und das ist halt das, da denken sie halt das nicht zu Ende. Das ist am Grunde richtig, dass die Länder das Ganze verbessern sollten. Alles, was passiert ist, die schmieren das Brandenburger Tor, das kostet einen Haufen Geld, das wieder sauber zu machen. Und wer hat es bezahlt? Ich. Ja, direkt du persönlich. Ja, alle miteinander haben Danke, wir's Birger. gezahlt. Super, Danke bist du Ja, ganz gut. danke. Sollst du die zweite Runde? Ne? Ich Ja. stehe auf dich. Geil. Ja, ich zahl's. Ist der dritte noch drin? Ja, bloß, dass weil sie zu arbeitslos und Wichser keine Steine zählt, kann ich nichts dafür. Ich zahle so viel Stein, dass du nicht aussetzt. Brutal. Ich glaube, ich verzahle mir Steine, als ich verdiene. Ja, so ist es sowieso immer. Das stimmt auch wieder, verdammte Scheiße. Ja, das ist aber echt so, also das Ziel in allen Ehren und sie haben ja recht, wie du sagst. Es sind ja auch meine Sachen, die eigentlich gesetzlich verankert sind, dass sie sich daran halten müssen und sämtliche Ziele verfehlen, aber mit diesen Dingen gehst du halt einfach nur jedem auf den Sack und sonst Ja. nichts. Du müsstest, das Anschmieren, das ist mir zum Beispiel so, ja, damit kriegst du Aufmerksamkeit ohne Ende, wenn du das Brandenburger Tor anschmierst und es geht mir als Privatdeppen nicht auf den Sack, weil es mich nicht interessiert. Aber wenn Ja, es halt in die Arbeit schon alles einkommst, einmal dann... gemacht. Also ich sag mal, das ist vielleicht jetzt auch gar nicht so verkehrt in manche Themen, aber wenn du die halt einmal auf die Straße legst und dann hältst du den Verkehr auf, machst du das ein zweites Mal, okay. Aber machst du das 800 Mal und irgendwann ist halt einfach dasselbe und der Mensch ist ein Gewöhnungstier und irgendwann gewöhnt er sich an das Ganze. Dann ist steht es in den Nachrichten drin und dann interessiert es keinen mehr.
Ist eh schon fast soweit. Ich sag, das war am Anfang lustig, da hat es auch ein paar Memes dann gegeben, Ja, etc. Und mittlerweile, okay. Ja. Ja, jetzt ist halt Also einfach so die- Extreme wie das Tor, mir kriegst du halt eigentlich nur mit, aber ansonsten kriegst du eigentlich Ja, oder so wie im Fußballstadion, wenn die mal wieder einer irgendwo da hier hängt an so ein Tor mit so. suizidmäßig, oder wie? Nein, Haben die nicht jetzt auch aufhängt, Selbstmordattentäter sondern hier dabei? hängt. Nein, das sind die anderen, was? Die hängen sie mit dem Sprenggurt vorher Farbe auf. Dann. Das war mal was. Mit so einer Paintball-Granaten. Ja, genau. Stell dir mal Und vor, drauf und alles am bunt. bei irgendeinem riesen Festival auf einmal geht das Ding in die Luft und du hast ein Holy-Festival. Ja, genau. ein Farbenfestival. Das war, Schwierig. das war aber wieder cool. Schwierig, weil in Frankreich war es ein Festival, das war, glaube ich, ein Dorffest. Und dann sind halt da Leute gerumpelt und haben 16 Leute gestorben. Und haben geschrien, wir haben Ja, nein, das ist ja nicht witzig, aber jetzt stell dir mal wirklich vor, die hätten Ja, so das ist Farbbombe. schon Das war schon also. cool. Farbomben waren schon cool, ja. Farbbomben waren richtig cool. Kannst du echt sagen. Dann hast du auf einmal so ein Holy-Festival. Holy moly. Ich überlege gerade, was der Klimakleber anstatt Aluhut Kackbar schreiben kann. Aluhut Kackbau. Gehen Er schreit Aluhut Kackbar. Gehen die- Aluhut Kackbar! Und dann nächstes wieder diesen großen Orange aufpotzen. Herzlichen Glückwunsch. nicht an die Kackbau. Hallo Hut Kleber. Schön. Ja, eigentlich Verschwörungstheorien haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Gell? Stimmt. Haben wir Ich letztes habe vor Mal kurzem was gelesen, ich finde nämlich, du hast einmal den Fabulanten doch mal eingebracht und den Folge seitdem, der hätte immer interessante Themen dabei, aber ich vergesse wieder, dass ich es mir merke für heute. Das ist gut. Der hat nämlich, der pullt ja diese ganzen Verschwörungen raus und schreibt ihm dann mit ein, wo ist da dran, wo kommt das her und so. Und da warten immer, das sollte man muss das nächste Mal schauen, dass er wieder mehr Verschwörungstheorie Ja, mitbringt. oder wir schauen uns Bausucht Frau, das kann man jetzt, das hat jetzt auch wieder aufgefallen. Ich schaue kein Fernsehen mehr, ich sag, das Ja, ist, nicht. das ist Ich krieg's unerträglich. YouTube hat er mittlerweile, da haben wir auch vor 4 Wochen oder so, haben wir da mal angefangen, darauf hinzuweisen, dass am 1. November sich ja einiges ändert. Und da hat es einen Riesen gehört, haben wir auch schon drüber geredet, dass die Adblocker nicht mehr so funktionieren und so weiter. Jetzt Vor allem, kommt er dann- wiederholt sich heute jedes Mal in jedem Stream. Monatelang, bis es soweit ist. Weiter? Ich schau mal den Scheißdreck wieder Ja, an. das ist echt. Da kann man auch das nochmal ist über das echt nervig. MCU reden. Was diese? Wir haben sogar 2 Leute gehabt, die haben auch gesagt, sie wissen nicht, was das ist. Was haben wir mir für Zuhörer? Ja, was denn? Keine Ahnung. Ja, die Warte, ganze Wo, Masse- wo leben denn die? Ja, aber wahrscheinlich bei Unterm, mir im Au Dorf. unterm Auto, in der Bei mir im in der Ich Schraufergrund. wollte eigentlich nur sagen, dass es jetzt soweit ist, dass die Werbung sehr viel aggressiver wird, als das vorher der Fall war. Die ist zauberhaft jetzt, die Werbung, ja. Ist das jetzt schon drin? Automat? Ja? Also werden wir jetzt reich. Nein. Aber du, Nein, nicht! Mann! du bist das schon. Ja, It is deswegen YouTube sitzt du Money. vielleicht so ein Trottel an einem Plastikgartentisch, du Vollidiot. Ja, ein guter No, Tisch. Also gut, Tisch. Du, das ist ein Fliesentisch. für uns, das stimmt. Boah, der war schon geil auf Ja, diesem aber da muss Tisch. ein Kippenstopfer dann dort unten stehen. Ja, ist da die Den ganze Zeit. müsste den mal... Den, Ich darf einstopfen, wenn du Okay. Wen? Wo? gern überall. Traust du nicht? I will. Und die werden Naja. Wenn es das Leute gibt, die einen Zipfel in so einen Kippenstopfer rein dann und einen Tabak dann da reinfahren? Oh mein Gott, stell dir mal vor, dann geht dir der ganze Tabak in das Legerlei von. Ja, das meine ich ja. Ob Leute einen Zipfel stopfen mit sowas. Es gibt ja allgemein, es gibt ja so viel. da nicht an Snooze ein, weil das brennt dann wenigstens ein bisschen. Aber es gibt, ja, ich glaube, dass der normale Tabak auch schon brennt. Kannst du einen Koks einstopfen. Ah, Sonst ja. was dann los Da ist. fällt er dann nicht mehr zusammen. Ich glaube eher, dass er nie wieder aufsteht. Also, das darf Oder er bleibt. Das darf mich jetzt interessieren, ob es solche Leute auch gibt, weil es gibt ja sämtlichen kranken Scheiß, was Leute mit denen die Zipfel machen. das ist wirklich wahr, ja. Da hat man schon Boah, voll da habe gesehen. ich, da hab ich zufällig erst das Video gesehen, wie man sie praktisch selber sagen, oder wie so Katheter gesetzt werden. Ja. Wow. Also, seitdem ich weiß, dass es Harnröhren-Vibratoren für Männer gibt, Boah. hinterfrage ich nicht mehr so viel. Also, dass du das dann also so weit da einbringst. Ei. Da haben wir Zipfelstopfer. Muss ich raus, sonst wird mir schlecht. Meinst du, dass das gescheiter ist, wenn du den Stopfer nimmst, was du so machst? So, oder den da, was du so machst? Ich glaub, Nein, diese nein, den da, weil die fühlst du danach richtig. Ich glaube eher die Du kannst gleich weiter Metallboxen. davon. Ja. Ich glaube eher die Metallboxen, die du so aufklappst und dann tust du den einstecken und klappst zu und oben schnappst dann Ding aus. Nein, die das Kippen ist aus. nicht. Nein, so ein Schwank immer ab. Das- Kennst du ja Mein gar Gott. nicht, den Kippen. Pfeile kennen. Kennst du den? Ja. Wie war's denn? Kippenstopf, 3 Metallgerät. Okay. Passt. 4 Nehmen wir Zipfeln. so. 4 Zipfeln? Ja. Dann ist hier. Hast du schon mal einen Harnröhren-Vibrator ausprobiert? Nein. Okay. Dann ja nicht. Nein, tatsächlich. Kannst du auf Amazon kaufen.
Ja. Noch nicht. Und dann schiebt man sich das Teil in das Penisloch und Ja, dann macht ich das. weiß, ob ich schon mal Das verzeiht ist habe. unangenehm, da muss ich da pissen. Ich muss jetzt schon die ganze Zeit pissen. Ich Mann, ich muss jetzt abpissen. weiß, ob ich schon mal verzeiht habe vom Arbeitskollegen, der war da immer voll entsetzt, wenn ich irgend so einen Assi-Scheiß nicht verzeiht habe. Und dann habe ich ihm extra noch asoziale Sachen gesagt und habe ihm dann über die Sachen geschickt. Und dann bin ich so da gesessen und er hat praktisch mit dem Gesicht nach vorn geschaut und dann habe ich ihm wieder einen Link geschickt, zum Beispiel dann von dem Handröhrenvibrator. Der sitzt also da, schreibt, schaut. Also, ich war voll entsetzt und das war einfach nur so Stangerl, das hat dann auch draus, das vibrieren und die schiebst du da vorne rein. Und was ist, wenn die zwei drin haben? Ja, weiß nicht, wie weit das geht, keine Wie Ahnung. beim Zahnstocherfisch. Ein Ding habe ich auch noch für einen das ist doch- gefunden, einen Analspreizer, der wie ein Gewindschneider war. Den kannst du praktisch da rein und da kannst du bis zu 7 Zentimeter. Alter, halt doch dein Maul, da kann ich Ja? einen Superman reinmachen. Ja, da kannst du sauber einen Hecht reinmachen. Da geht's Durchmesser oder Radius? Durchmesser. Radius, die haben 14 Zentimeter, Digga. Oh, lecker, unangenehm. Aber es war immer schön zum Zuschauen. Und durch das habe ich rausgefunden, dass man so einen Scheiß sogar bei Amazon kaufen kann. Ja, was kann man bei Amazon nicht kaufen? Ja, das habe ich nicht gewusst, aber das Aber stell dir mal vor, du tust da dann so ein bisschen Chinesen Luft in den Arsch kennen. einblasen. Das funktioniert anscheinend. Musst du das einblasen? Ein bisschen Luft. In den Arsch. Ja, Oder und dann Zipfel. musst du die ganze Zeit also direkt furzen drauf. Das ist wie als wenn du das mit dem Mund machst, das funktioniert hinten dann praktisch so. Ja, aber wer will das denn? Ich? Hey, das ist schon lustig. Klares Ich. Was? Ich hab bewusst, wie soll denn das drin bleiben, wenn Dauer offen ist? Nein, ja, dann machst du wieder zu. Das musst du ja so machen. Also du bläst ein, schraubst wieder Du hast zu. du tust die Pumpen hier, mit dem so Schlauchboot aufblasen. Weißt du? Erst das Oh auf. Gott, die hat so im Arsch! Also ich Aufgeratscht, kenne aufgeratscht. sehr gute Quellen, dass mit so einer Luftding, diese Dein Schnauzer hin. die zum Aufblasen von irgendwelchen Fußbälle oder so, diese, nicht Hydraulikpumpen. Kompressor. Ja, komm erst so an. Wenn du die nah genug an bestimmte Öffnungen hältst, Nosen. dann funktioniert es, dass da Luft hineinflößt Ja. und die dann aber sofort wieder raus möchte. Ja. Also das ist praktisch, das geht dann rein und dann direkt so und das habe ich gehört, funktioniert und das ist extrem witzig, habe ich Ja, gehört. okay. Das Das ist wie ist praktisch. extrem witzig, habe ich gehört, und ich möchte wetten, dass irgendwo auf deinem Handy ein Video dazu zu finden Na. ist. Wo man dein Arschloch sieht mit einem Kompressor drin. Nein, Mit einem ganzen Kompressor. ich blas die Luft nur aus. Ja. Du bist der Kompressor! Bei einer im Fußball haben sie. Dein Mama ist ein Kompressor! Bei einer im Fußball haben sie Ball, wenn jemand das Arschloch ohne kurz. Ja, das war ein tolles Ende für die heutige Folge. Ja. Ich bedanke mich vielmals für eine Beiträge, ihr Vollidioten. Ihr rast aus. Das ist jede Woche dieselbe Scheiße. Spielen wir Pokémon-Karten, gell? Ja. Jede Woche dieselbe Scheiße. Ist Schlägt jetzt da. Irgendwann so, über was zur Hölle soll man schmerzen? 5 Minuten später erzähle ich irgendwas vom scheiß Kompressor im Arschloch. Kann ich mir wieder einen Beitrag, Flug, gerne mir, stopp, Klaus, mir für deinen Beitrag und wir sehen uns nächsten Sonntag um 1 und die Spotify-Leute am Montag um 4 in Au der Früh. revoir, Shoshana! Okay, tschüss! Goodbye, ciao! Und so exofen mit meinem scheiß Maul rein. Du bist ein